Voilà, ganz schönen guten Mittag, liebe Kolleginnen und Kollegen hier rund um dich, liebe Leute am Publikum. Und auch die Leute draußen, die vielleicht am Livestreaming noch gucken oder auch später, weil die Gemeinderatssitzung wird ja enregistriert und da kann ich sich das auch gucken, wann es Zeit wird. Boah, ich meine, wir sind heute für die Gemeinderatssitzung bei NECOM, die war so geplant, dass die 7. Jahr, wir haben noch eine Rang für eine größere Vakanz. Das ist ganz, ganz warm, hier bannen. Wir gucken, dass wir uns packen, direkt, dann gibt viel Wasser. Das Publikum hat auch Wasser. Und dann gucken wir, dass wir das gut über die Bühne kriegen. Ich will denke, direkt mal, was in der letzten Sitzung lassen wir, aber in einer verkürzter Version. Wir zählen also nicht mehr alle Events ab, aber die uns ganz besonders wichtig waren. Über die machen wir dann einen kleinen Rückblick. Angefangen hat das mit der Nudi Sport, die dann Samstag, der 6. Juni war. Nicht nur bei uns, wir im ganzen Land. Und dafür eben noch hier zuschütten. Es gibt wie alles nicht ganz viele Aktivitäten für große kleine Angebote, so dass sicherlich für jeden etwas dabei war. Der Chef der Gemeinderat ist froh, dass wir nicht bei dieser flotten nationalen Initiative mitgemacht haben und somit ein weiter sportlich und sozial Rencontre für uns Bürger schaffen konnten. Auf dieser Platz will ich da ganz besonders der Sportkommission für die Organisation und die gute Präparation von diesem Event merci sagen. Dank unserem Gemeindeatelier kann durch Neidmaterial wie zum Beispiel Rampen für den Velosparcours hergestellt gehen. Dadurch konnten wir die Sport nach Mai ein variables Programm anbieten. Auf da schon Lust auf nächstes Jahr zu machen, habe dann ein Kehr am Überblick Sportarten, die ihr könnt kennenlernen, aber ihr könnt mitmachen. Das war unter anderem Kampfsport, Badminton, Cricket, Pétanque, Fechten, Bogenschießen, Fußball, ganz neu dann noch den Pickleball, Volleyball, dann aber auch Crossfit, rhythmische Gymnastik, Autofitness und dann die gerade schon angesprochenen Parcours für mein Velo oder auch Hindernislauf. Und noch ein ganz großes Merci und die Vereine, die dafür das Catering gesorgt haben. Wir wollen das größte und noch nationales Event für die Musik. Was der Sonntag, der 14. Juni ab 11 Uhr morgens bis halb 10 Uhr am großen Zelt um Schulcampus zu Minsk stattfand wird. Folgende Gruppen, respektive Künstler, sind in der abgetreten. Es waren Schütter Jungbläser, verschiedene Ensemblen von der UKTA Musikschule, der Schütter Gesang, die Pfälzer Minimusik, den Hip-Hop-Dance, Tango, Schütter Musik zusammen mit der Fanfare Sandpfeiler, Schütter Fünf raus, Big Band Spektrum und um der Menge Schwanet. Große Merci und alle Musiker und Künstler, die diesen Tag abgetreten sind und zum Erfolg von diesem kulturellen Tag beigetragen haben. Ein großes Merci auch einer Reinkehr der Vereine, die für die Essen und Getränke gesorgt haben. Last but not least, der Kulturkommission, vielmals Merci für die Organisation von diesem ganz flotten Event. Nicht mehr wie spät wie gestern war dann als feierliche Festivitäten im Kader vom Nationalen Feiertag, wenn es den extremen Temperaturen an der Alert Rouge hat der Schafferrot schon des Mois dezidiert, für sich dann aber die Wiederverhältnisse anzupassen, sodass auf der Kochtisch von der Kircheplatz auf dem Campus verzichtet ist und die Leute gehen die Idee um Busse auf den Campus bräuchte. Da ging es da weiter mit der offiziellen Ausspruch der Medaillenüberreichungen an dem flotten Volksfest. Ein besonderes Merci auf dieser Platz all den Ländern, die am Schütter Kulinaria vertreten waren. Die Qualität vom Essen, was proposiert wurde, ist allgemein immens gelöft gehen. Und auch ein grosses Merci alle guten Vereine, die den Tag dabei waren, aber besonders natürlich dem Gesang und der Musik für den musikalischen Enkadrement. Ein weiteres Merci geht auch an das Gemeindeservice und nächster Stelle der Conciergerie und der Relation Publique, aber auch dem Gemeindeatelier, die viel Zeit und Arbeit und Organisation von diesem Tag investiert haben. Ich meine, Feier für National Feiertag aus in der Zwischenzeit zu einem mega Event gehen, auf jeden Fall mal für uns Verhältnisse. Und das ist nicht als Core-Business, sodass viel Koordination und viel Ressourcen nötig sind, für das alles so gut klappt. Zum Schluss will ich auch den Kader aus der Schule merci so für das flotte Video, den sie gedreht haben. Und aber auch an Begrüßung bei der Zeremonie. Und aber auch dem Schütter Jugendhaus, die sich auch ganz flott an der Zeremonie mit abgetan. Trotz der hohen Temperaturen, Mengen werden nicht ganz gelungen fest, dass viele Menschen aus der Gemeinde zusammengebracht wird. Für gemeinsam als Gemeinschaft und als Gemeinde am Kader
vom Nationalfeiertag zu feiern. Dann lohnt eine kleine Übersicht über die nächsten Wochen. Da sind einige Tournoi vom FC Münzburg am Start op der Biesen. Da war vorgesehen, der 25. Juni ein Tournoi U17, der 26. Juni auch ein Tournoi U17, aber für Medischer. Der 27. Juni ein Tournoi U7 an U9, an ein Tournoi für Medischer U13 an U15. Die sind aber, wenn es den Bilder auch annulliert. Weil ich meine, das ist auch kein Schierto im Terrain, für da Sport zu machen, das ist auch nicht rekommandiert. Ich meine, das ist eine gute Entscheidung, auch von der Schule, dass die Tournoi noch nicht stattfanden. Dann ist so aber noch nicht aufgesucht, den 21. Juni, den Tournoi U11 an U13, wo da muss ich noch gucken, wie es wieder für geht. Aufgesucht ist aber den 29. Juni, den Teen Time Scones and More an der Roseraie, wo normalerweise von der Rosefreien organisiert wird. Den 29. Juni haben wir dann einen Tournoi von den Veteranen, auch Start op der Biesen. Das sind alles Tournoi am Kader von den 8 Jahren FC Münzburg. Dann haben wir den 2. Juli Eisabweihung von der neuen Infrastruktur, eine Präsenz von der Sportsminister Martin Hansen. Das ziehen wir manchmal aber durch. Den 2. Juli Donau ist dann ein Afterwork Parking, respektive also zweiten Terrain, Trainingsterrain vom FC Münzburg. Den 3. Juli dann de Gala-Match am Stade op der Biesen. Den 4. Juli als ein Porto Vert an der Sportsaal vom Badminton-Club-Schütter. Den 4. Juli als auch der Lützebauer Abend vom FC Münzburg auch Terrain. An der 4. Juli als dann Himmelsmarsch an der Gemeinde zu Schütter zu Münzburg an dem Neuhausen, wo die Schüttermusik dann spielen geht. Der 5. Juli als Grillfest an der Schule zu Münzburg von den Scouten, les Castors. Den 11. Juni als Journée des Anciens, auch Start op der Biesen, organisiert vom FC Münzburg. An den 11. Juli als Schüttermärt, auf der Kirchenplatz. Wieder gewinnt, kennt den zweiten Weekend am Mond. All Details zu diesen Events, die ich noch nicht mehr abgezählt habe, fand ihr ja am Eventblog, entweder elektronisch oder op Bayer, wann der dann sicher bei Brief gestut. Voilà. Dann hätte ich noch ein paar generelle Informationen. Du hast Leute sich Gedanken gemacht, weil es vom Findel hier immer die Komödie von Schuss zu hören war, weil sich gefragt hat, wo kommen die Schuss hier. Und das nicht der Scheißstand. Und das hat sich abgeklärt. Die Leute haben sich auch selber via Gesicht die Informationen zu kommen. Wir als Gemeinde waren noch nicht direkt informiert. Und da hat Duan dann informiert, dass Lux Airport entretemps eine Genehmigung hat, für an der Not Hosen aufzuschießen. Außerdem haben sie Gasaufschreckwaffen für auch die Fehler zu vertreiben. Ich meine, hier geht es um die Sicherheit von den Fliegern. Das ist natürlich schwierig, aber so als Situation. Voilà, dann hatten wir gesagt, angekündigt, dass wir den Service SMS to Citizen nicht mehr benutzen werden, für die Gemeinderatssitzungen anzukündigen. Ich meine, das machen wir auf ganz vielen anderen Kanälen. Kann ich auch schreiben an Push-Up-Nachrichten von der Schutter-App. Ab dem 15. Juli, also der nächsten Gemeinderatssitzung, machen wir dann die SMS nicht mehr, weil das auch einen großen Kostenfaktor hat. Aber die dürfen dann noch just angesagt gehen, wenn da wirklich Notfälle sind. Ich will dann noch schon Gemeinderatssitzungen für das zweite Semester ankündigen. Ich meine, wir bleiben an unserem gewinnten Rhythmus. Das ist dann den 30. September um 17 Uhr, den 21. Oktober um 17 Uhr, den 25. November um 17 Uhr und dann den 9. Dezember die letzte Sitzung für das Jahr nächst um 17 Uhr. Voilà, das war zu den Informationen am Anlauf. Dann sind wir komplett haut. Keine Prokuration. Und das Wort fängt am Altgesund beim neuen Conny. Und da kommen wir zu unserem ersten Punkt: Urbanisme et Développement urbain. Den 1.1, die Adoption von einem Projet de Modification punktuell von der Partie Graphit an der Partie Écrit vom PAG. Bon, ich meine, das hatten wir alles schon am Gemeinderat, und zwar den 29. Januar 2026, haben wir heute dezidiert,
dass wir ein Avis positiv gehen über die Modifikation punktuell für die Adaptationen dort zu machen. An den Schafferrot als chargéiert gehen eben Konsultation zu machen, wie sie vorgesehen ist, an Artikel 11 a 12 vom Gesetz vom 19. Juli 2004, wo es um Aménagement geht. Da darfst du gemerkt gehen an voilà, den Heading als Lodo. Gut, dann meine ich meine kleinen Dinge fertig, und das Heading dafür nach weitere Informationen zu gehen. Dort kein, dass Kind sich informieren kann, dass auch keine Reklamationen rankommen, sodass man dann im Haut im Gemeinderoten Dossier präsentieren, für dann definitiv die Approbation zu gehen, an den Detail und am Dossier, am Resümee, weil ich meine, wir schon ein paar Mal darüber geschwärzt, gibt den Henning Nebo als dann präsentieren. Das ist soweit passt mit der Technik. So, schönen guten Abend. Es geht um die Modifikation an von der Partie ICRIT, Partiegrafik von der Zone BEP an von Artikel 17 Partie ICRIT. Hier ist haut für den Vote. Ich meine, Sie sind das schon gemacht gehen für einen paar Monate. Ich meine, den Herr Bürgermeister hat es schon erklärt. Pour Mémoire, das sind die Sachen, die geändert gehen. An der Rue de Château einkehr. Den sieht, wo das kleine Gebäude drauf steht, wo am Anfang die Zonen, die Türkis im Kreis als an den BEP-Zonen soll umgewandelt gehen. An der Rue Principal, wo den Jugendhaus ist, wird am Anfang der nämliche Exerzice gemacht, von enger Mix Villageois auch an die BP-Zonen. An der Partie ICRIT wird am Anfang einfach den Satz gestracht, dass für die Klasse soll Parking muss viel gehen. Und das aufgrund von der guter Lage, von der Halt und auch von Busriso. Das Ganze ist an die normale Prozedur gegangen. Das heißt, da kommt ein Avis von der Planungskommission. Es waren keine Reklamationen da. An der wenigstens am Anfang mit einem positiven Avis kann ich das auch so stimmen. An Reklamationen geht es am Anfang auch nicht. Das ist von der Prozedur also so, dass, wenn der Haut positiv stimmt, dass bei dem Minister angeschickt wird, keine Reklamationsmöglichkeit beim Minister gibt, weil ja keine Reklamation vierloch an nicht geändert gouf par rapport zur Saison. An der wenigst müsste dann am Oktober auch genehmigt gehen und irgendwie sehen. Und ja, viel mehr geht dazu nicht zu sagen. Geht zu dem Punkt eventuell froh. Ja, Serge. Merci für das Wort. Guten Abend, alle Guten. Guten Abend, Henning. Naja, ich meine, wir können uns alle Guten nach daran erinnern, an die Sitzung 29. Januar des Jahres. Und da hat Tanja ja den Dossier präsentiert, die Etude préparatoire partielle. Und wenn ich mich so gut kann erinnern, war damals gesagt gehen, dass nicht mehr spät wie den Tag selber von der Sitzung
eng mise à jour vun der Etude rakom war. Gut, wann man awer lo kucken Deliberationun, die referéiert jo op die Etude partiell. Gut, dat ass da wahrscheinlich steht, die man Klachkes gestimmt hun. Mit wie woch flott gewircht van déi am Dokument am Dossier gewircht fir, weil das ja ein Pièce, die an den Dossier geheiert, an Deliberationun referiert Europa. Me die neue Version lo fir méigich dats de Gemenge Roté man enke Kind gesinn oder Kind zou geschickt kreen oder firflecht méigich fir déi Lo ze präsentéiere flecht. Weil do si jo substanziell Änderungen gewircht, wat die geplanten Infrastruktur soll gin. Gut, Jönner ist an sech Gedanke gemacht. Also ich bin froh, dass nicht so richtig verstanden. Also was fehlt da im Dokument? Ja, Claude Leschke ist 29. Januar, wie Tanja jo präsentiert hat. Du hast gesagt, wir hatten ja da länger breit diskutiert, die wird Rudi Chateau. Und du hast dann noch gesagt, dass mittlerweile ein Neuplan gehen. Und aktuell ist ja die Etude préparatoire partiell, die referiert sich nach respektiv die Hut an ihrem Inhalt, nach all Huten, die all Pläne. Und das hat mir gleich bemängelt, dafür mir auch nee, dafür mir sag ich nicht mitgestimmt gehabt. Und wäre aber noch flott, für das Dossier komplett ist, dass man das mal vielleicht ein Kind präsentiert kriegen. Die neue Version vom Projekt für den Bau? Nein, die neue Version von der Etude partielle préparatoire. Also an der Etude préparatoire war effektiv ein Plan. Und die sind ja ausgeschafft gehen, mit das Projekt vom Bau am Anfang. Das ist das, was schmengen? Ja. Ja, also grundsätzlich ist es so, dass die Etude préparatoire nimmen die Idee, was du Kind geschehen, ja, für das in den Kader schafft. Also die PAG u sich, also gerade wo wir hier an der Prozedur sind, ändert am Anfang ja nimmen die Zonen, was für Funktionen zulässig sind. Das heißt, mit dem Bauprojekt u sich, auch wenn das natürlich aus ihrer Sicht als Conseiller die Hauptrolle spielt, als für die Prozedur am Anfang nicht wirklich relevant. Das ist richtig, ja. Das aber trotzdem soll ich aber davon ausgehen, wenn etwas stimmt, dass ich da aber aktualisiert Piècen hat, aktualisiert Dossier hat. Ja, ich kann das vom Kontinu nachvollziehen. Am Endeffekt, als an der Etude préparatoire auf dem Stand von den Plänen, die am Anfang disponibel sind, wird das als Titre indikativ gewiesen, da den sich feststellen kann, was sich vom Projekt erst, wenn dann natürlich nicht die Lash-Version ist, dann ändert das für die Prozedur zwar nicht, aber ich kann nicht verstehen, dass das natürlich auch interessant ist, wenn ich das so nicht mal gewürgt. Okay, das ist okay, komm mal an, also nicht nach lang drauf. Ich denke, dass wir die Pläne präsentiert kriegen, das wird schon kein Problem sein. Aber am Dokument referiert ich nach so ein Tampon. Könnt ihr also eventuell so, wo die eventuell soll hinkommen? Ich weiß den Artikel nicht mehr aus, wenn ich wo dran steht. Ich profitiere aber trotzdem für einen Satz dazu zu sagen. Ich meine, die Etude préparatoire, die Idee war ja für eben einen Versammlungsraum zu schaffen, die Idee ist ja auch besser für ein Patrimoine zu erhalten, den auf der Platz geht. Ich meine, wir machen auf viele Plätze noch, wo wir Gabarien schützen und so weiter. Es geht ja darum, für ein bisschen die Struktur an das Gebäude hat ja auch noch eng Historie, dat war nëmmen eng Annex fréier ass nach viel mehr grossen Bau do gewircht, wo dann Bauer Genossenschaft am Anfang dra geschafft huet, hier Gefährer durchstoen hatten, ihre Material durchstoen hatten, aber auch Getreide und so weiter gesammelt und net für Kooperativ hat ja so gewonnen geschafft. Aber mir hat ja echt mal die Diskussion he am Gemengerot, das ist so richtig gesot. Wir hatten Dono nach enke Befragung gemacht bei den Vereinen, weil man ja wollen iwwer ein Programm am Landwirtschaftsministerium iwwer den Development Rural auch da will Subsidie kriegen, das bei einer Projekt also es hat gut gelungen. Wir haben eigentlich nicht weiter geschafft und dem Projekt, wo in Haut kennt so, und da gibt es eine Finalversion oder eine neue Version, über die ich kann schwatzen. Wenn man so fertig schon,
dann schwatzen wir am Gemeinderat drüber, das soll transparent sein, und das ist auch kein Problem. Mir haut gibt es am Anfang noch keine neue Version, wo ihr seht, dass du hast das war definitiv denken, dass wir sind immer noch am Gangen, die Balance nach zu machen. Ich meine, du war auch an der Vereinsbefragung, du war auch Idee gekommen, was den da müsst machen, und das ist auch ein Froh von Budget. Ich meine, die Remarken, die ich gemacht habe, haben wir ja schon alle hören, und die fließen matt an die Arbeit, die wir machen, für das Projekt dort zu finalisieren. Aber als es das also nicht finalisiert, dafür gibt es noch an dem Sinn keine neue Version von dem Projekt als solche schwatzen, keine definitive Version. Und Ja, genug von meiner Seite aus. Ich ist noch die froh, wir sind natürlich so ein Web an der Proprietär ist aber nicht gemengt, ist das dann alles aber da richtig oder hast du eine Konvention geschrieben, wie hat man gleich schon nur geschwärzt? Also wir haben nicht am Dossier gesehen, dafür das war ein bisschen froh. Wie das wir kennen, definitiv Projekt, und wir noch kein definitiv Schriftstecker, das geht alles gemacht, aber das tut auch am Klassement vom Terrain nicht zu tun. Ne? Denn Zonen, also ich meine, die Kläranlage, als auch BEP gehört auch nicht der Gemeinde, das ist vielleicht noch nicht das allerbeste Beispiel, aber es muss nicht, also ich meine, was wir auch machen, das ist ja Klassement an diesem allgemeinen Bebauungsplan, anlehnen da Regeln fest, und die Regeln, die sind immer angepasst und der Besoin, der vom Terrain gemacht wird. Aber wir so, dass ein Bâtiment oder ein Equipement publik, da sind Regeln anderer, wie wenn ich an der Sonderaktivität bin oder wenn ich am Bebauungsplan im Wohngebiet bin. Das ist der Sinn vom Klassement von der Zone. Aber das kann noch später keine private sind oder überbaut, wird heute nicht der Fall sein. Aber wir werden noch mit einer Konversion kommen, so wie wir auch mit den anderen Vereine, wo die Gemeinde investiert, zusammen schaffen. Mit dem Dossier ist noch nicht so weit fertig, dass wir das auch tun. Zu meinem Verständnis, das heißt, wenn du privat, ich denke, Web ging privat hergelöst gehen, dann müsste in dem Moment reklamieren, wenn man da verstanden wäre, an der Prozedur. Ja. Ne? Das ist aber möglich, dass du kannst so bei anderen Internen, die so einen Druck lehnen. Aber wenn ich so, und das ist Privaten, die noch drauf bauen, dann müssten noch immer etwas bauen, was am Besoin ein Bâtiment oder ein Equipement publik ist. Ne? Die kann nicht Wohnungen drauf bauen. Auch wenn das Logement abordabel ist, das geht dann dabei auch. Aber das sind ein bisschen Kontranten oder Doppelare von der Zone, wie klassiert das. Mit dem nicht mit der Proprietät vom Terrain zu tun. Ja, dazu kennt den grundsätzlich so, dass der PRG gar nicht Rechnung dreht, wohin du proprietär hast. Das ist einfach eine funktionelle Ausweisung, wo was möglich ist. Und das ist mehr DAX wie ein Mengt, dass auch Privatterrain auch Equipment publik drauf ist. Ob die andere Frage zurück, also ist schon einmal die Löschversion von der Etüde-Präparatoire abgemacht. Und ich habe ehrlich gesagt nicht von so einem Tampon oder so Fond, ob der seit 10. Das kann auch sehen, weil die so eine Tampon erinnern, ich möchte um Landrausch an der Etüde-Präparatoire, du war ein so eine Tampon extra gemacht gehen für Grenzen und den Busch. Das an der, sorry Henning, das an der am Plan am PAG an der Partie ekrit op der Seite sing. Den hast du auch am Dossier lo. Ja, das kann sein, dass das an der Version Coordonné dran ist. Richtig, ja. Aber das ist am Anfang nicht an der Prozedur gepackt. Mhm. An der Version Coordonné. Okay. So, seit zeigen wir schon mal kurz mal auf. Steht auf einem Outplan dran, du hast da zugewiesen mit ZT. Ja, ganz genau. Also die Servitude-Urbanisation, die gouf, soweit ich das am Kapun angefordert an der PRGs-Änderung vom Landrausch, weil du extra eng Oblage war vom Environnement, dass nicht einer der Konditionen genehmigt gouf. Das heißt, da das am Kader von der anderen PRGs-Änderung ist das mit angeflossen an die Partie ekrit vom PRG, und das wird aber nicht mit diesem Projekt zu dienen. Das so genau wie sie siehst, Henning, ne? Die so ein Tampon, die haben imposiert gekriegt, und für sie aber können zu nutzen, war eben die Idee, für das eben als Parking ökologisch zu machen, und das hast du noch so zurückbehalten. Das ist genau bei der
CIS, also beim neuen CIS Landrausch, wo das spielt. Nachfragen? Keine Frage mehr? Dann könnte man über den Punkt aufstimmen, wenn es klifft. Nein, Conny, Ja. Saber Jules, Nee. Tein Serge, Nee, Teisen Paul, Nee, Welch Nicola, Ja. Altmann Jean-Marie, ja. Aisha Serge, Ja. Fogerini Nora, Ja. Kaiser Andy, Ja. Joch an der Marie. Ja. Merci. Dann haben wir den zweiten Punkt. Da geht es dann um die Modifikation aktuell vom Quartier existant. Und ich meine, da geht es direkt handeln. Merci. Ja, das ist am Anfang auch nur eine Formalität, weil das ja parallel zur PAGs-Änderung lebt. Und am Quartier existant gehen dann die Details festgelöscht, was an der Zone gilt, also wie du darfst bauen. Und am grafischen Deal sind auch kleine Änderungen, weil dann natürlich auch entsprechend die Zonen angefordert gouf par rapport zu der PAGs-Änderung an den zwei Bereichen. Und dann ist natürlich auch, weil die Zonen von dem Equipement public an der Rue de Château, wie das aktuell die Bebauung du ja auf der Grenze ist, müssen du einen neuen Artikel angefordert gehen, für das die Bebauung überhaupt mit den Konditionen auch möglich ist. Hier nach ein Kermol die sieht, da das an der Rue de Château, wo die im Kreis Fläche entsprechend umgewandelt gouf an BIP. Also das ist das, was an Prozedur rangegangen ist. Das an der Rue Principal, du gesagt, dass am Anfang hier von der BIP so das erweitert gouf, sodass am Anfang die Aufgrenzung geändert wird. Und dann als wie gesagt ein neuer Artikel angefordert ging für das konkret an der Rue de Château, weil das ein spezifisch Fall ist, für du eng Bebauung möglich zu machen, wie das aktuell Gebäude auf den Grenze steht und passe leer am Anfang so als da den einer Normalkonditionen nicht kann bauen, das aber am Interesse publik ist, wie das ja eng BP-Zone ist, als du proposiert gehen auch entsprechend die Rekülen so zu machen, dass den überhaupt etwas auf dem Terrain kann machen, so dass den du weiterhin auf der Grenze kann das entwickeln. Und dann also am Anfang die weiter Sachen so lasch wie möglich gehalten gehen, wie das Projekt ja von ihr selber als Gemeng auch sollte umgesetzt gehen. Das ist also ein Gemengeprojekt vom Prinzip hier aus. Und dementsprechend ist auch, wie das du ja kein große Reküle sind, entsprechend das auf 2 Niveauen aber auch begrenzt gehen, und auch von enger Kornischhecht von 6 Meter, das ist par rapport zu dem aktuellen Fall, da den du nicht immens an Blut geht, mit da den aber Kornischhecht auch begrenzt. Und dat die anderen Sachen am Anfang sind am Anfang Standard, dat Logementer, die am Service zu den hun ausnahmsweise möglich werden vom Prinzip hier, und dat auch entsprechend Regeln von den Stellplätzen am PAG sind, an entsprechend du bauen oder du baust, also du baust am Anfang hast kein Platz, aber vom Prinzip wann es nötig ist, müsse gemacht gehen. An diesem Fall ist das konkret natürlich von der Praxis nicht nötig, weil du ja auch die Möglichkeit besteht, am Rayon von 200 Meter am Anfang Stellplätzen zu aménagieren, beziehungsweise Stellplätzen auch öffentlich durchsehen. Und dann geht es dazu auch ein Avis. Du sind 2 kleine Details, die nur der Meinung von der Cellule d'Evaluation müssen geändert gehen. Das ist, dass sie gerne Plan de Réparage eng Denomination hätten BP Rue de Château, da das am Anfang eng Formalität wie dat du nimmen eng BP so gött, aber am Endeffekt kann in dem auch no kommen, für das Plan entsprechend durchzustellen. Und dann einer als am Anfang ein Satz, den juristisch natürlich problematisch ist, wenn ihr seht, dass Regeln von der Nutzung von dem Gebäude aufhängig sind, dann seht ihr ja am Anfang ja nicht aus, weil die Nutzung ja alles kann sein, an dem entsprechend ist das auch pertinent, da den seht, okay, am Endeffekt muss ihn das oder soll den das umpassen, ein Label, an einer Kehr, da den Satz, den am Anfang nicht wirklich ausschließt, da den überflüssig ist, und dann, da den natürlich entsprechend auch dann gegen streichen. Und da das am Anfang auch schon alles, was die Änderung betrifft. Kind du zu froh? Kein froh.
Da könnte man über den Punkt aufstimmen, wann es klifft. Neu Conny, Ja. Sauber Jules, Nee. Tein Serge, Nee, Taisen Paul, Nee, Welch Nico, Ja. Hartmann Jean-Marie, ja. Aisha Serge, Ja. Jerini Nora, Ja. Kaiser Andy, Ja. Joch und Nageland Marie. Ja. Merci. Voilà, da kommen wir zu unserem nächsten Urbanismusprojekt. Hier geht es, da hat man ja gerade schon ein Thema kurz zugeschwärzt mit der Zone Tampon. Hier geht es das Projekt Landrausch, ne, wo man dann mit der Gemeinde Niederrhein zusammen eine neue Kaserne bauen für den CG10. Wir haben ja schon einen Akkord auch vom CG10, dass den die dann noch läuft. Merci Henning, du hast auch noch können durchbleiben, bis man mir das Merci aber. Mam CG10, dass den die Kaserne dann noch lohnt, da gibt es ein Engagement, für Mama ja auch den ganzen Exist gibt auch ein Subsid für die Kaserne zu bauen. Wir wollten am Anfang die ganzen Dossier auch zusammen präsentieren, sind aber auch da nach und der Konvention am Gang zu schaffen, man nicht daran, wenn wir sind oder dem Resultat ganz not, geht just zu nämlich durchgänge für das Lohn an den Gemeinderat zu bringen, das wird dann im September sein. Und dass wir dann das Projekt mit der Konvention mit nicht daran wollen, stimmen werden. Wir brauchen aber am Vielfalt schon ein Morselement. Und hier ist die Proposition von einem Morselement, wo dann die Parzelle eigentlich von den CIS drauf stehen könnt, rausdefiniert wird, aber wo dann noch die Parzellen, die dann nur an den Publik integriert gehen, wo die Straße gebaut wird und Trottoir abgebaut wird. Ob eiser Seite, ob dann in der anderen Seite wird tatsächlich schon eine Recke gebaut, oder vielleicht nicht an einen rechter Fast, weil sie nach nicht so sind, man Promoteur die anderen Seite für das zu developieren. Aber wenn das developiert wird, dann können doch die zusätzliche Infrastruktur, wir können aber nur einen Straße bauen, auch die Sachen sind, merci alle, sind lo geregelt, ne? Du hast eine Generalversammlung vom Syndikat, von den Bauern, und da dass du das Gemeinde dran, wenn als Benutzer von dem Wehren als Urheiner mit Proprietät sind die auch mal dran, und du hast die Generalversammlung gewirrscht und hast du aufgestimmt gehen, sodass du die Straße auf dem Syndikat 2 plus dann eben das, was wir da mal dran gehen, die 2 Parzellen, die dann Herr Noder bei dem zweiten Teil von dieser Punkt dann noch rumklassiert gehen, dann eben mit an das Publik da integriert gehen. Weil der anschmengende Plan ist relativ verständlich, gesagt relativ gut, wo die verschiedenen Lohe sind. Die haben noch keine definitiv Nummer, deswegen sind die dann mit X1 bis X9 da abgedeelt, die Kreiserecht von den Kadaster, dann also das auch so morcelliert wird, die dann beim Kadaster geschrieben sind, aber für die formal Sachen, die administrativ Sachen, die Müller muss machen, geht das aber so, und dafür wollte man dem Gemeinderat dann Proposition für das Morcelement, so wie du am Dossier leitern proposieren. Gehen nicht dazu froh. Ja, Serge. Ja, und ich nicht froh mit einer Proposition. Gibt es nicht vielleicht echt der Sinn für die 2 Punkte zu switchen, den 1-4 auf den 3 zu setzen, weil das möchte vielleicht echt streng sind für die Terrain zu reklassieren, erst ist es dann Morcelleiers, oder? Du musst ja wissen, wer ein paar Zahlen aus dem Klasse ist. Dafür muss man dem Morcelement für dich machen. Eigentlich ist das schon ganz egal. Ne? Das ist froh. gesprungen, ja, das fängt der Prozedur. Ja, genau. Ja, okay, also gut, das feuert. Sonst noch froh. Kein Frohen, da können wir über den Punkt auch aufstimmen, wann schläft Neu Conny, Ja. Sauber Jules, Ja. Tein Serge, Ja. Taisen Paul, ja, Welch Nico, Ja. Hartmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Jerini Nora, Ja. Kaiser Andy, Ja. Joch und Nageland Marie. Ja. Merci. Voilà, und dann den zweiten Teil der Punkt, der Punkt 1-4, wo wir dann nur dezidieren, dass dann eben die 2 Parzellen, die dann nur zum Straßenraum gehören, aus dem Domain privé von der Gemeinde an den Domain publik übergehen. Da gehe ich davon aus, dass wir da auch kein Froh mehr haben. Und da gehen wir direkt zum Wort, wann schläft Neu Conny, Ja. Sauber Jules, Ja. Tein Serge, Ja. Taisen Paul, ja, Welch Nico, Ja. Hartmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja.
Frau Jeremy Nora, Ja. Kaiser Andy, Ja. Joch an Nagel Anne-Marie. Ja. Merci. Da wir bei dem zweiten Punkt, Finanzkommunal, und der geht das ganz vom Serge präsentiert. Der guten Nowen vu ménger seit den echte Punkt immer do hätten, dat wär an der Restantetat vum Exercis 2025. Fir déich fir ze so en insgesamt hummer ausstoen und nach fir 2025 op den 17. Juni waren nach 500.720,83 Euro net bezuelt am ordinären plus 1.003,88 Euro am extraordinäre Service. Par rapport zum Lächtjahr muss do so habt am Service ordinär war mat Lächt bei 51.554, so dat man das ja wirklich en ganz guten Restantetat hunn méger Menung anschmengen. Du können als Service Merci so die du ganz viel Erfolg gemacht huet fir den so niedrig ze hunn. Wat de Charge betrifft, du proposeieren mat de Chargen am ordinären vun 450,32 Euro an eng de Charge vun 1.003,80 Euro am Service extraordinär. Wie am Dossier gesieht, dass bei den ordinären Dechargen also hauptsächlich ungefähr täuschen aus, dass die Leute Firmen, die verhit sind, die echt ein Bauprojekt hatten oder ein Terrain hatten, wo ein paar Foncier absteht, wo verhitten deklariert gesehen, wo man die proposieren zu dechargieren, wann du aber an der Terrain an der verhit aus und die geht verkauft gehen, da geht man die Suchen einfach noch angetreiben können, im Moment von dem Fond geht gehen. Voilà, mit der sind am dynamisch die schon dechargiert tun und dann als Monter von über 200 Euro, dat aus eng Succession, wo der Architekt absteht, wo aber kein Heritier mehr bei der Succession do sind, also wo man nicht wüsste, wo man die giffen andreiben go, wie dat kein Heritier wie du hast. Und dann am Service extraordinär die Rechnung von 1.000 Euro, das ist eine Rechnung von Eis, wo mir Wasserausschluss gemacht hatten, und das ist auch bei einer Firma, die ein Projekt developiert hat, und die Feitkinder gegangen ist, wo man die suchen. Auch nämlich andreiben kommen, du hat mir bei dem Kurator von der Feit nur gefragt, wie die Stand da wären. Da sind aber auch keine aktive Mail, so dass also von konfirmiert wird, dass man die so nicht weiter können rekuperieren, also dass man die dann auch proposieren, an die Charge zu gehen. Da wollte ich noch vielleicht darauf hinweisen, mir hat ja im Dezember das neue Reglement geschickt, für gestimmt für den Tax de Recouvrement. Das sind dann 10 Euro, die ihr als Tax kriegt, von denen bis auf den 2. Rappel könnt. Da sind auch die Rechnungen alle gut rausgegangen sind. Das waren auch bald Rechnungen für 1.000 Euro, die da rausgegangen sind. Die sieht auch im Restantenetat, die stehen dann teilweise so noch ab. Es sind auch viele Leute, die waren ein bisschen überrascht, wie sie die Tax kriegt, die meisten haben sie aber bezahlt. Das natürlich auch bei denen, die in ein paar Foncier oder just eine Handelssteuer abstehen haben, machen die 10 Euro dann relativ viel per zu der Rechnung aus. Wir wollen einen administrativen Aufwand für die ganze Prozedur zu machen, für die Rappellen zu generieren. Also wenn man den nämlich, egal ob der kleine Monto, also der größere Monto ist, voilà. So dass wir einfach hoffen, dass in Zukunft einfach sehen, frisch und dreht, dass Leute remboursieren. Und ich meine, dann ist wie immer den Abruf an Problem hat für die Rechnung zu bezahlen, da sollen sie schon als Reset melden und Martine gucken, wie einen Plan de Remboursement oder Plan de Paiement kann abstellen. Ich meine, sie sind da immer ganz open, für zu probieren, die Leute entgegenzukommen, wenn es nötig ist. Und dann ist natürlich auch immer den Office Social, den hauptsächlich Ansprechpartner ist, für da Unterstützung zu kriegen. Voilà. Dazu gibt man dann proposieren, für den Restantenetat so zu holen und dann eben hauptsächlich auch die Decharge so zu akkordieren, wie man sie viel gestaltet hat. Ihnen eventuell frohen. Kein Frohen zum Restantenetat. Da können wir den aufstimmen, wenn ich gift neu Conny. Ja. Sauber Jules. Ja. Dein Serge. Ja. Tausend Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Frau Jeremy Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Joch an Nagel Anne-Marie. Ja. Merci. Da wäre der nächste Punkt, Taux-Multiplikateuren beim Impôt Foncier 2027. Serge, wann gibt. Voilà, da haben wir eine kleine Präsentation, wenn der Computer da bis am Rollen ist. Das Anfang für den Impôt Foncier, für den Exercice 2027, wo wir dann heute definieren, wie viel die soll sein. Vom Prinzip ist es so, dass ein Impôt Foncier gerechnet wird auf der Valeur unitär von einem Haus oder von einem Terrain, die dann multipliziert wird durch ein Taux das jetzt, und dann kommt eine Valeur raus, und dann geht am Anfang den Taux vom Impôt Foncier kommunal darüber multipliziert, und da kann den Anfang auf den Impôt Foncier, den muss bezahlen.
Aktueller Situationen, die heute, also das sind die Touren, die wir aktuell im Professier haben, insgesamt generieren da plus minus 300.000 €, also waren das für 2025, sind die letzten, die wir haben. Die letzte, wo es Touren adaptiert gesehen, das war 2019 am Juni, und da waren eben Tour für 2020 geändert gehen, und da war hauptsächlich eben dann den Tour von den Aktivitäten der Konstruktion kommerziell, der abgesetzt war von 400% auf 600%. Voilà, wir hatten im Dezember schon bei der Budgetabstellung ein bisschen geguckt, wie du die eventuell eine Adaptation machen. Da hat man als hauptsächlich mal ein bisschen orientiert am ganzen Land, weil die dann Touren überall am ganzen Land sind, und dann hauptsächlich über als Nopisch Gemengen. Du siehst, dass die alle Guten im Prinzip mehr hohe Touren haben, wie die wir applizieren, außer vielleicht Gemengeländing, die noch ein bisschen niedriger ist. Heute muss ich sagen, dass man heute auch gesehen hat, dass nicht alle andere Touren auf den Enkel angepasst wird. Das ist hier an B1 ein Gruppe gesetzt, an B6 ein Gruppe gesetzt. Voilà. Wir hatten demos die Analyse gemacht, und an den Punkt war zur Konklusion kommen, für auch bei uns eine Adaptation von allen Toten zu machen, für auch Rundmontoren zu holen, und eben ein bisschen zu alignieren per rapport zu den anderen Gemengen, und du musst hauptsächlich ein bisschen die anderen inspiriert. Voilà, was gibt das ausmachen? Also die Touren, die wir proposieren, das wären dann für den Propriété agricole et forestier, die geht von 295 auf 300 draufgehen, den Konstruktion kommerziell, die geht bei den 600 bleiben. Wie gut, dass die recht rezent für ein paar Jahre durchgesetzt ist, den Usage-Mix, die geht von 295 auf 300 gehen. Den Usage-Mix, das ist am Anfang ist da, wo Commerce und Habitation zusammen in einem Gebäude sind, also das betrifft das ist ein ganz kleiner Montant, und der nämliche Fall trifft für die Konstruktion ein autre Usage, die von 150 auf 300 geht, mit das ist im Prinzip bald exklusiv Terrain, die wir selber haben oder an das Syndikator haben, also das ist alles, weil eben nicht Habitation, nicht Commerce ist. Und da sind eben die größten Montant, das sind dann eben Häuser, Appartementer, da gebe ich mal proposieren von 145 auf 200 drauf zu gehen. Und dann geht alles, was nicht Bâti ist, den B5 und den B6, den Non-Bâti und B5, das ist alles, was eben nicht Terrain sind, die an einer so eine Habitation leihen, an den B6 ist alles, was eben am Bauperimeter liegt, wo nicht drauf gebaut ist. Und da wäre ein Propos bei dem B6 hauptsächlich steht von 295 auf 900 drauf zu sein, also den das kann man verdreifacht, geht man da proposieren. Und das ist ein bisschen, weil man ja von der Mobilisationssteuer von der Regierung her, und die könnt aber nicht so richtig viel rundschmengen, dass da ein kleines Projekt ausgeschafft geht, mit denen aber auch schon viele Avis gekriegt, die nicht ausgesehen waren, das Projekt ist sehr durchgehen, und dafür wollten wir aber proposieren, für aber das ein bisschen mehr hoch zu taxieren. Insgesamt ist das eine Simulation, wenn man die Tour von 2025 schulden und dann die neue Tour applizieren, dann ist das arithmetisch, gibt man dann auf 336 oder 337.000 € kommen für 2027, weil dann mehr Recette wäre von 31.000 € plus minus pro Jahr. Und da, wie ihr gesehen am Tableau, ist das eben hauptsächlich dann bei den Häusern, Appartementen, die gebaut sind, und eben bei den Terrainen, die nicht bebaut sind, wo die Steigerung am größten ist. Also das wären 21.000 € bei den Häusern, die bebaut sind, also bei den Terrainen, die bebaut sind, und 16.000 oder 17.000 € bei denen, die nicht bebaut sind. Voilà, mir noch einfach ein paar Beispiele kann ich rausgeholt. Also Dinge ist auch so bei meinem Professier, der das von ganz Listing, die wir kriegen von der Steuerverwaltung, und dem wir dann schaffen, das heißt, für weiter Statistik rauszuholen, müssen die alle manuell zählen. Dafür konnten wir auch den froh nicht beantworten. Wenn man den eigentlich nicht gemacht haben. Wir haben aber ein paar Beispiele einfach geholt, wo man einen Terrain an einem Mixed-Villageoise geholt und einen Terrain an einem Habent, ein bisschen verschiedene Surfassen, die nicht Bâti sind, was das ausmachen, wenn man die Tour so heute noch stimmen, wie wir sie proposieren. Voilà, du gehst dass das eben dann zum Beispiel bei einem Terrain von 7 Jahren an der Mixed-Villageoise gibt, das von 13 € aktuell auf 40,50 € abgehen, oder bei einem anderen von Terrain von der Habent von 8 oder 10 Jahren. Wäre da schon eine Steigerung von 95,8 auf 294,5, also das ist den Mol 3. Voilà, du siehst am Anfang, dass wir machen, den Tod adaptieren, den ändern nicht so viel, dass am Anfang habt ihr Steuer unitär, wie die vielleicht fixiert gehen, dass viel Impact hat auf den Monat, den ihr muss bezahlen. Also das ist nicht, dass ich kann erkennen, dass die Logik ist, wenn ich 10 Jahre Terrain hat. 7 Jahre, dass du eine größere Relation hast, also wenn das viel niedrig mit der Sonne, von dem Sinn, weil der unitär viel mehr frei fixiert gibt.
Das andere Beispiel ist eben dabei B4, der das also alles was bebaut ist, der das dann mal zum Beispiel gerade ein Appartement, ein Maison bifamilial, was wieder am Tiersting gebaut ging, aus der du hast von der Unität zum Beispiel relativ rezent. Da gibt er am Durchschnitt dann den Haut 65,6 € bezahlt, der bezahlt dann ab 2027 90,5 €, das wäre eine Steigerung von 25 €. Voilà, ihr seht dort ein bisschen Beispiele, also den Impact auf den einzelnen Stuhl, auf den einzelnen Proprietär ist noch nicht enorm. Natürlich Interessanten, die 40.000 € plus minus, die man da mehr weiter kriegen, auch nicht enorm. Mit das aber ein bisschen den Dinge für die Touren anzupassen und das, was auch an den Nupsch-Gemengen praktiziert wird. Merci Serge für die Präsentation. Den Serge hat auch noch 12 gefroht, die kriegst du auch noch. Ne? Wollte ich noch so. That's gut. Okay. Voilà, dann wann sos froh gehen Nora. Ja. Also mir fand schon gut, dass die Terrain, wo ich drauf bauen, dass die mehr besteuert gehen. Wir können dann nicht die Courage und machen wie Betster, die besteuern aber nach gute Strapp mehr. Für den entgegen zu wirken. Also war schon, das schon. Also war schon, das schon, also ich kann so ein gedärner Gemengen, die haben nach viel mehr Heichtour wie Betster. Also das ist ein richtiges Überleben, kann ich immer mehr machen, mehr. Das ist aber ein bisschen, das müssen sie in einer Basis finden. Also das ist sich in der Regierung für eine Basis, von der wie als den Terra evaluiert, dass ihn das nicht mehr mit der Validität von 1941 steht, weil es möchte mit den Haut eng Validität hat, die Haut real, dann spricht, was das Potenzial von dem Terra auch hat. Dafür wollte mir ja nicht an den mir extremsten mir Heichtour gehen, weil einfach da eine Anpassung ob 100 mit keinen anderen Materialien. Voilà. Ich meine, die Idee in die Tour Joras fest. Also von daher, mein schwer doch nicht falsch, da wieder progressiv zu machen, noch wenn wir da hin wollen. Ich meine, wenn wir Konsens haben, für das zu machen, dann, voilà, dann kann ich das sicher machen. Wir sollten das da progressiv machen. So ist noch froh. Ja, Serge. Ja, merci Serge für die Präsentation. Weil ich wollte am Namen von der Schütter Birger, dem Maler, dem Mireille, an dem Laurent mal für Europa merci sagen, weil sie also in die Pièce à l'appui, die an sich zum Dossier gehören, noch geschickt und noch bei noch vorhin. Aber man leider muss feststellen, dass Pièce à l'appui am Dossier gefehlt. Und wir kommen nur zur Sache. Die hat für Druck geschwärzt, dass Ton ein bisschen adaptiert wird par rapport zu den Gemengen, zu den Obstgemengen und so weiter. Gut, das tut aber nicht bei allen Ton gemacht, wo zum Beispiel Subventionen von der Photovoltaikanlagen, der ist schon nicht. Und Ton von einer Obstgemenge, wie die Raven orientiert, und da sind die geblieben bei dem Ton wie nass von 30%. Des Weiteren fanden wir vielleicht nicht den besten Zeitpunkt für als Bürger und als Bürgerinnen Lohn zu belasten mit Mehrkosten. Und Serge, du hast gesagt, wir schwätzen noch von einer Estimation von knapp 40.000 €. Ich meine, das ist ein Drops auf der Wärme stehen am Budget von der Gemeinde, wenn wir wissen, wie hoch das Ding sich dreht. Und zumal Grundsteuer hegen, wohl wissentlich, dass die Regierung ja auch und eine Adaptation von dem Ganzen schafft, wäre nicht vielleicht mehr sinnvoll für mal die Regierung aufzuwerten und dann Ton zu adaptieren. Und statt lose zu hegen, und wir wissen ja nicht, was die Regierung was hier Gedanken sind, oder was dir vielleicht als Chef oder schon mehr. Gut. Was man dann aber auch fanden, das war für die Runde Vergleichstableau, das so mir aber auch für was der B1 nicht doch hier heißen. Das muss ja nicht die Sample double sein, wie das an der letzten Legislaturperiode war. Ich meine, muss ja wohl auch im Tableau gesehen, dass andere Gemengen sind, die mir heißt, da ist auch ein dabei, die mir niedrig leid, mit sind aber andere Gemengen generell, die mir heißt wie mir. Respektiv identisch. Gut, weil was auch flott war, Serge, an der Präsentation, du hast ein bisschen gewiesen, was die Leute durchkennt, von lo gestimmt geht, und das hat schon gestimmt gehen.
geht nicht mit den Stimme von den Schotterbierger. Ich meine, schon noch verschiedene Sachen gesagt. Das als Ausstellung geht Betriebe, was schon an sich BN das, die Grundsteuer, die also für Betriebe. Ich meine, Betriebe haben noch mit mehr Kosten, um dann zu dienen. Aber ich meine, es geht alles um für als Bürger und als Bürger ein bisschen zu schützen und probieren für all die Kosten ein bisschen am niedrigen Bereich zu halten. Weil ich meine, zu dem ersten Punkt, ich meine, die Diskussion hat man schon ein paar Mal, also den Dossier als komplett, den Dossier, den so aufstimmen könnte, dass den für die Natur sind, dann die Simulationen, die ich kann machen, die kann ich noch nicht frei machen. Ich meine, das sind keine die kann ein Budget nur von, die von den nur im Stadtdenken, nur wie viel die verschiedenen Touren sind von den verschiedenen Gemengen. Ich meine, wir probieren immer hier am Gemengerot eine Präsentation zu machen von den Impakten, soweit wie möglich die Erklärungen zu gehen, wie als Evaluierungen hier kommen. Dafür kann ich das nicht ganz nur verzeihen, also für zu so, dass ein Dossier nicht komplett ist. Ein Dossier ist komplett par rapport zu dem, was vom gesetzlichen Kader viel gesehen ist, was muss gemerkt gehen. Dann erzählen zusätzliche Informationen, die mit zur Verständigung stellen, für den Leidet, Banden an den Bausen, mehr verständlich zu machen, was den Impact davon ist. Zu den Toren, dat man eng Regung machen, also fir wat den so fast kommerzialen net unpassen. Ich mein, davon as spielt auch een Gedanken dabei mat mir hunn aktuelle Chantier, dat sind op der Hauptstroß, den immer méi weit kommen die nächsten Jahren, et den Impact hun op die Kommerzen, die do sind. Die 400 Stroßlein, die 100 Stroßlein, auch dat wird also den Impact hun noch da gifen man Matstroß von ich meine das von den Hauptgrün für man so beginnet op den To, weil trifft hauptsächlich die do dann aber schon die nächsten Jahren der größten Impact Werte kreen durch die Chantien, die mir in der Gemeinde umsetzen. Da waren pro Jahr Mobilisationssteuer, ich meine noch do de Projet de loi aus Publik aus deposéiert, mais das ganz komplex, die Formulen, die du appliziert, die sie ganz komplex und für eine ganz Reihe Diskussionen, notamment auch von den verschiedenen Organen, die ihren Avis aufgehen. Und du hast kein klar Zeitchen zu sehen, wie nicht das geschieht. Dafür wollten wir aber auf diese Weg gehen. 4.000 € ist nicht Welt. 4.000 € ist auch nicht nichts. Ich meine, jetzt sind alle Jahre 4.000 €, die mehr kommen, gehen noch immer neue Projekte realisiert, also die man da klemmen müssen. Voilà. Mit das auch nicht rein für Geld ranzukriegen, damit kriegen wir das einfach eine Anpassung, die von Zeit zu Zeit soll machen. Voilà, du belastet meist Bürger, ja, wir belasten Bürger teilweise mehr, wie gesagt, der Impact ist nicht groß, und da muss ich aber immer so, wir schwätzen halt von einer Grundsteuer, das sind Grundbesitzer, die du siehst, also das sind nicht Menge mehr, nur gebe ich so en gros, an 90% von den Fällen, die vulnerabel von unserer Gesellschaft, die proprietär von Terra sind, die hier impactiert, dafür gebe ich schon nicht so, dass den Ärmsten immens schwer trifft. Und dafür meine ich mir auch, dass das aber absolut justifiabel ist, für die Erhebungen heute zu machen. So ist nach froh. Dann kommen wir auch heute zum Wort, wenn ich klift. Nein, Conny. Ja. Zauber Jules. Nee. Tein Serge. Nee. Tyson Paul. Nee. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Der Joch und Nagla Marie. Ja. Merci. Voilà, und da kommen wir bei den Punkt 2.3. Wir haben schon kurz zugeschwärzt, dann der Multiplikator für den Appro kommerzial. Voilà, die proposieren wir anchanger zu lösen. Mir hast du auch den ein bisschen mehr geguckt, da geht es am ganzen Land nach genau 7 Gemengen nicht Eis, die auf dem niedrigsten Tour sind, von denen 225% von mir aktuell auch sind. Das sind all die Gemengen hier an rundherum, also Niederlanden kommt dann Sandweiler, dann Hesper und Stadt Lützeburg und dann nach Leidling und dann nach Dürfen am Norden Weißwampisch. Das sind die Gemengen, die auf 225 sind. Wir könnten den noch absetzen, ich meine, noch da den gelöscht, vielleicht kann man den nennen als ein SIAS oder den alle SIAS-Gemengen, wie man so dann in der nächsten Reunion uns schwätzen, für das vielleicht zu summen uns zu gehen und nicht einen individuellen Schritt zu machen. Für den man bei Ihnen den Boss zu fehlen, muss ich aber immer dazu sagen, wenn wir noch absetzen, da kriegt der Staat wohl mehr suchen, wir wissen, dass wir aktuell bei diesem ICC sowieso plafoniert sind. Also nicht groß probabel, dass wir direkt einen großen Viertel davon haben, also wenn wir alle gut darauf gehen und da gibt es ICC national so hoch an die Luft gehen, dass das Maximum von so gehören gibt, dass wir besser mehr davon profitieren, mit das am Anfang noch nicht, weil da ist direkt gibt.
etwas beibringen. Aber schon wollte aber so, wie das meist du, aber für zu weisen, dass wir uns einfach doch Gedanken gemacht haben und dass wir auch doch wollen, uns konzertieren mit den anderen Gemengen, wie sie das gesehen. Voilà, also die gibt mir der proposiert inchangeiert zu für 2027 bei 225%. Geht es nach Marken oder Frauen? Ne. Da können wir auch darüber stimmen, wann schläft ein Conny, Ja. aber Jules, Ja. da ein Serge, Ja. da ist ein Paul, Ja. da ist Nico, Ja. hat man Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Jeremy Nora, Ja. Kaiser Andy, Ja. Joch und Nagel Marie. Ja. Merci. Und dann eigentlich schon auch schon kurz zugeschwart, das Subsid auf den PV-Anlagen, das hat auch seine Konsequenzen. Und also Punkt 2.4, den Kredit supplementär für die Äden. Und das ist sehr schnell geht wird. Voilà, das ist wie gesagt ein Artikel, den wir da haben, Aide financière communale dans le domaine du développement durable et de l'adaptation au changement climatique. Und ich meine, du siehst auf dem nächsten Slide, hier ein bisschen eine Grafik, wie das evaluiert, das zwischen 2022, schon halb 400 dabei, 2022 an Haut. Und du siehst am Anfang, dass die Monte, die man da in Aiden ausbezahlen, alle Jahre mehr klemmt, weil das verdoppelt oder nach mehr wie verdoppelt. Und das hauptsächlich alles, was eben Energie renouvelable aus den enorm stark klemmt, und das sind hauptsächlich all die PV-Solaranlagen, die letzten Jahren gemacht sind. Ich meine, heute gesehen, ein bisschen nach Chiffren, 2022 schon mal eben bezahlt für rund 50.000 € an Haut. Also das war nicht 2020 ganz mehr, das stand für eine Woche, so am Juni hat man Demanten herbannen für bei 700.000 € für den auszubezahlen. Und dazu muss ich natürlich auch wissen, dass nach ein ganz Reihe Demanten werden kommen. Hier hat man gesehen, am 4 gesehen, am Budget 2020 hat man just 250.000 € für das Jahr 4 gesehen. Aktuell haben wir die integral ausbezahlt, das war plus minus bis an den März ran. Dann haben wir noch ein bisschen Suche geholt vom Pakt Klima-Artikel transitoirement, haben wir die aufgebucht, weil die nicht direkt gebraucht gesehen. Mit die buchen wir aber am River, also das waren bei 100.000 €, die wir da ausbezahlt haben. Voilà, und da haben wir aktuell ausbezahlt, alles, was bis an den März ungefähr kommt, also Anfang März. Natürlich all die in der Monat gestaltet bei der Gemeinde nur am März, die warten am Moment, dass sie können ausbezahlen, weil wir im Moment nicht keinen so einem Artikel haben, man wirklich, dass man die Leute aber nicht wollten werden lassen. Haben wir geguckt, wie wir dann da könnten den Kredit an die Luft setzen und dafür das Hautpropos für den 700.000 € abzusetzen, für dass wir die am Süßbahn sind, können ausbezahlen und einfach noch ein bisschen Spurtool für die in die nächsten Monate kommen, abzusetzen. Und wie können da also Konten von 2025 noch nicht aufgeschlossen ist, das aber hoffentlich demnächst wird der Fall sein. Wir müssen die Suchen auf einer Konto sicher gehen, für die können freizuholen, weil man nicht so viel am Überschuss schon aktuell bis dann den Konto von 2025 zu ist. Und dafür haben wir da proposiert, wie in der Deliberation gesehen, 2 Projekte, die aktuell ein bisschen am Standby gesetzt sind. Das ist die Renovation vom Jugendhaus und eben der neue Bau von der Amikal, oder Renovation, Neubau von der Amikal von der Pommerchen zu Münzbösch. Wenn man nicht davon ausgehen, dass die Projekte in das Jahr werden definitiv umgehen, aber wenn man da ein Budget viel gesehen hatte für den Bau des Jahr anzufangen, gibt man dafür proposieren, da jeweils 500.000 € von den Budgetsposten raufzuholen und dann davon 700.000 € auf diesen Artikel von den Äden für die Umwelt abzusetzen und den Rest dann mit rüber zu holen an den Überschuss, findet man da ein bisschen mehr Sput tun, falls mal in den nächsten Gemeinderat nachher müssen ein Projekt zusätzlich nur stimmen. Voilà. Merci Serge, ich gehe nicht vielleicht froh. Nee, das ist just erstaunlich, dass das eine gute Leistung, die da hat. Aber das ist ja aber kein Unzeichen, dass die 2 Projekte noch vielleicht aussterben. Nee, also wie gesagt, wir sind immer am Gang ins Probieren, die Projekte zu fiscalieren. Das ist vielleicht keine so einfache Aufgabe. Ne? Auch mal im Jugendhaus stellen sich ganz, ganz viel Fragen, ob die nicht immer direkt eine Antwort hat. Wir machen das am Dialog, speziell beim Jugendhaus mit dem Betreiber auch. Und wenn wir nicht das Projekt aufhängen, dann machen wir aber mal die Sachen, die sie schon lang gefroht tun. Aber im Moment können wir das Projekt nicht hervorheben, wie geduld war, können wir nicht 34, aber wir wissen, dass wir das Jahr nicht hinkriegen.
ich meine als kleine Explikation beim Jugendhaus ist das für ein Projekt für Nationalismus Energetik. Und auf der anderen Seite steht das Accessibilitätsgesetz, das 2022, ich muss schon notieren, plus minus an der Gegend, obligatorisch geht. Und da kann ich dann noch eine Derogationen schaffen. Wir wollten aber auch nicht das Projekt, solange wir da an Diskussionen sind mit der Accessibilität, was möglich ist und nicht möglich ist, und wie viel von denen 3 Stück von Jugendhaus aktuell hat, wirklich kann accessibel machen, wollten wir aber nicht aber ein ganz konsequent Summe an das Projekt direkt investieren, solange wir nicht eine Klarheit haben. Was effektiv die Derogationen sind, die man können kriegen und inwiefern die einen Bestand haben, noch über 2032. Und ich meine, das ist auch ein Problem, den ich bei vielen Gebäuden erstellt. Und dafür sind auch da anscheinend Diskussionen aber am Gang, ob in der Accessibilitätsgesetz für Bestandsgebäude nicht einfach ein bisschen aufpassen. Voilà. Und als Überlegung hat einfach ein bisschen den Projekt an das beizusetzen, weil eben du den Invest so groß ist, dass wir dann aber vielleicht wieder an 2032 nicht ganz konform zu sein. Und ich meine auch, wie die Claude gesagt hat, wir hatten ein Gespräch mit dem Jugendhaus, das wäre auch mit der Delokalisation gewesen. Das Jugendhaus wird heute so hoch zahlen, Besucherzahlen, wie sie schon lange nicht mehr hatten. Und auch dann muss man in einen Container gehen, das hat immer einen gewissen Impact. Und dafür sind wir Martine verblieben, dass wir mal hauptsächlich die Sache machen. Und das hauptsächlich auf der Terrasse an Sonnenschutz, wo sie in der Monat dass wir da ein kleines Projekt realisieren, für dem entgegenzukommen. Und dann auf den anderen Projekt weiter suivieren, aber gucken, wie wir den ökonomisch nachhaltig raisonabel können umsetzen. Ja, ich will dazu noch dabei tun. Ich meine, delokalisieren im Moment also extrem schwer. Also mir okay Platz, wo nicht schon Container stehen, für der Nacht dabei zu setzen, mir noch kein Salmi frei, mit dem ganzen Umbau, den du könnt. Also das, im Moment fällt das ganz schlecht. Du kriegst vor allem keinen Platz mehr für sie dann noch provisorisch in der zu setzen, aber das erst gesagt wird, das wäre auch schuld, wenn dann du aber den Zulauf ging verlieren, weil man nicht kein Provisor war, wenn den Funktionament vom Jugendhaus gerecht wird. Ja. Ich komme nicht just zurück auf Subventionen für den energiebaren Techniken. Besteht doch keine Möglichkeit für die Klimaagenz gewollt zu gehen, wie viel Anlagen oder wie viel Ufroen das zum Beispiel pro Gemeinde, also an diesem Fall für Schötterlo, für das gewollt zu gehen, wie viele Anlagen das schon Ufroen sind, die noch nicht vom Minister genehmigt sind oder um Punkt, die vom Minister genehmigt zu gehen, und dann, wo in dann dem Moment kann das Budget besser am Voraus planen für 27 oder so. Ja, also ich kann nicht immer alles froh, ich denke nicht, dass man so viele Chancen haben, die Zahlen zu kriegen. Sie sind ja so weit dran, auch nach immer mit den Dossier beim Ausbezahlen. Und dann ist es so wichtig, also alle Anlagen, das größte ist ja mal der Faktor, der spielt, der Preis von der Anlage, also Faktor, der spielt, du siehst so viele Komponenten, die noch mit Rechnung angehen, da kannst du nachher mal nehmen, eine Estimation. Bei mir wissen ja eigentlich auch selber, wie viele Anlagen das man genehmigt tun. Also von daher könnte mir zum Teil selber auch do eine Estimation machen. Aber effektiv hat mir noch nicht gedacht, dass so sehr, weil wir funktionieren ja so, dass man ob die Subside vom Staat genehmigt, dass dann unser Subside ausbezahlen. Und wir hatten noch schon eigentlich, wie wir das Budget abgestaltet nicht gedacht, dass die Retour so sehr wäre. Ich meine, so nach einem Tag dauert immer noch 6-8 Monate, bis von hinten der Bescheid kriegst. Aber ich meine trotzdem, dass sie den Prozess akzeleriert und dass das ein bisschen die Ursache war, dass wir mit der Sohn so weiter dran ist. Wir können nicht bei ihnen freuen, aber ich sehe die Chance nicht groß, dass wir da Zahlen kriegen. Weil sie müssen dann noch einen ganzen Exerzice machen, für da zu gucken, was sie haben. Und ich meine, das ist nicht das sequenziell trätiert. Für dich ist eine Accusé de Rezeption, dann irgendwie so sein Dossier ist komplett. Aber wenn das Dossier komplett ist, rechnen sie auch recht, was sie für Subside dann bezahlen auf Basis von den Parametern, die ich just genannt habe. Wir können einfach ein bisschen fragen. Ja, Nico. Serge, ich kann da vielleicht einen Hinweis geben um Site von mir leer. Du findest die Zahlen über die Zahl von den Photovoltaikanlagen und noch über die Kapazität von den Photovoltaikanlagen respektive was zu produzieren. Da sind ganz viele interessante Unternehmen, die da abrufbar sind. Ja, das sind noch da schon die aufgeschlossen sind. Das ist gut, das zu wissen, aber das ist dann für uns zu spät, weil wir mussten nicht ja eigentlich eine Prävision machen für das Budget. Ne? Ja, das flott mir leer, manchmal gesagt, viele Sachen, was den Bemol überrascht das zu gesehen.
Okay, sonst noch Kommentare und ein froh war nicht, dann könnte man skript über den Punkt aufstimmen. Neu Conny, Ja. Sauber Jules, Ja. Tain Serge, Ja. Taisen Paul, Ja. Welch Nico, Ja. Hartmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Fucerini Nora, Ja. Kaiser Andy, Ja. Joch an Nagel Anne-Marie. Ja. Merci. Voilà, da wären wir beim Punkt 2.5. Da geht dann eine Konvention, die wir gemacht haben am Staat, wo dann eben noch um so Subsid geht, am Kader vom Development Rural an dem Serge geht. Voilà, merci. Voilà, ja, geht um de Subsid für den Scout Chalet beim Ministère de l'Éducation nationale et de l'enfance et de la jeunesse. Du hat man eng schon gezählt am eng Interview Martinen hatten fir den Projekt firstellen fir gucken an du si immer wirklich froh, dat man du an dem neue Regime sinn, wo den Subsiden aber definitiv viel mehr hecht wie dat freier der Fall war. De T-Steuerskonvention huet am Dossier geht dem drum fir den Bau vom Scout Chalet, den er noch am Ende des Jahres soll ugoen finanziert ze kreen. Ich meine, sind die normalen Konditionen, die immer beim Staat gëtt, dat man sie muss informieren, wann da beschnu gehen, dat man so Kurer muss halen, dat man so exekutieren muss wie dann den kleine Viergesiwer, die man gerecht tun an dann also so, dass den Montant den vom Subsid, den man könne kreen, dat sind 50% von einem Maximum von 3 Millionen Projekt geschätzt haut bei rund 1 Millionen Leid für den Bau, also sind mal aber do, das heißt, du kriegst man dann 1,5 Millionen ausbezahlt, und das für den Subsid für alles, was Konstruktion ist, plus Möbel encastré. 1,5 Millionen. Do doniert finanziert der Mensch aber auch alles, was Equipement de premier Equipement ist, das heißt, hauptsächlich Küchen, an den Mobilier, an do also so, dass am Anfang gerecht an den Bau aufgeschlossen ist, an den der Wie gestimmt wird, wo den Küchen, also auch von mir halt dann also die Wie schon viel gesehen, dass mir wirklich den Marché gemerkt wird, wo den Küchen ausgeschrieben wird, der Mobilier ausgeschrieben wird, da können wir noch eine Wand machen bei hinten, zusammen mit den Scouten in dem Moment für Donor und zusätzliche Subsidi zu kriegen, und das wären bis zu 100% von den Freien, die durchfallen für das Premier Equipement, weil aber auch noch kein Zum dann wert sind. Der Subsid geht ausbezahlt, wenn der Bau innerhalb von 3 Jahren fertig ist. Das geht vielleicht ein bisschen sportlich, aber du hast aber viel gesehen, dass eine Derogation kann kriegen für einen 24 Monate dabei zu kriegen. Ich meine, Sie sind auf dem Ministerium noch ganz bewusst, dass wir da dann von 3 Gebäude an engem sind. Wir sind auch nur bei der Demande am Gang für den Club des Jeunes, wo man das erklärt hat, und Sie verstehen ja doch für als Berechnung, als von den Montern, die bei den Projekten zusammenkommen, an den zusammenhängenden Projekten, den du realisiert wird. Und da wird noch ein positiv Nachricht, dass da dann auch von den 1,5 Millionen direkt eine erste Tranche für 50% kann ausbezahlen, ab dem Moment, wo den Debüt der Konstruktion ist, dass man davon ausgehen, dass man aber das Ende des Jahres können eine erste Tranche für 750.000 € durch schon können ausbezahlt kriegen. Dazu kann ich sagen, dass man aktuell am Budget vorgesehen hat, dass man das zwischen 200.000 € ausbezahlt kriegen, dafür, wenn das dann so geht, klappen mit dem Debüt der Konstruktion, wird das doch ein positiver Aspekt für unser Budget. Voilà, und das ist frohen Hut. Ja, wenn es frohen Serge, ja, da fängt gut Skript. Ja, gut, aber die können wahrscheinlich so, und die Herr der Strusch hat der Birger. Aber an der Konvention beim Minister schwätzen wir, da sind Pläne referiert. Die Pläne sind nicht am Dossier. Gut. An unseren gehört aber etwas, was an einer Konvention referiert, das man dann ein Dossier. Wir können mit einem Subsidi nur froh für die Pläne, die wir hier am Gemeinderat gestimmt haben. Dafür sind die Pläne, die hier am Gemeinderat gestimmt sind, Juli 2025. Voilà. Ich meine, die heute alle gut an der Server. Also wir können nicht mehr die Demande stellen per rapport zu den Projekten, die hier im Gemeinderat gestimmt sind. Das ist eben das, was du flott hast, halt elektronisch Dokumente sind aber accessibel. Ne? Also den Dossier ist auch den heute. Gut, sind sonst noch froh. Kein frohen, da könnte man über die Konvention aufstimmen. Neu Conny, Ja. Sauber Jules, Ja. Tain Serge, Jo. Taisen Paul, Ja. Welch Nico, Ja. Hartmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Fucerini Nora, Ja. Kaiser Andy, Ja. Joch an Nagel Anne-Marie. Ja. Merci.
Da gehen wir bei dem Punkt 3 und da geht es auch um eine Konvention an. Da weisen wir einen Plan. Ich meine, den müsst den Dossier auch kennen. Da haben wir auch nicht Plan alle Gore dran gelöst von der so 30, 100 Meter Rue Principal. Da geht es just um eine Konvention, die wir gemacht haben am Café de la Gare. Weil es immer vorgesehen war, dass wir da ein Aménagement machen. Und wir sind auch nicht proprietär von dem Terrain, wie ihr das könnt frei dann gestalten. Wir sind auch aufhängig davon, dass wir eben mit dem proprietären Akkord fanden. Ziel ist, für mehr eine Übersichtlichkeit zu kriegen, Ziel ist eben noch für die Technik, Chef, die Autos stehen, für die können Wäsche zu holen, dass man den bei der Schule raufgeht oder bei der Schule rausgeht, wo ein besser Sicht hat. Ziel ist auch für einen agrablen Espace zu kreieren. Ich meine, wir wollen ja auch die Almins bei Schule, das soll ja alles mehr abgehen, das geht alles so interessig. Wenn wir da doch am Kader vom DEVI oder vom APD, wo wir gestimmt haben, für die Straßen heute noch alles ausführlich erklärt haben. Und ich meine, die Konvention gelesen, ne? Da hast dann ein das Projekt nach an den Kontext gesagt, dass dann erklärt von der Zone 30, wie wir das tun. Und dann eben, dass die Parkplätze, die eben für dem Kaffeehaus sind, dass die dann auch verschwannen. Ich meine, du musst einen Akkord gebraucht vom Proprietär. Und also auch mal dem Exploitant aufgeschwärzt. Der Exploitant war auch an den Reunionen mit dabei. Also das ist alles der Commun Akkord. Weil jeder war die Vorteile gesagt von dem neuen Aménagement, was sowohl mehr agrabel geht für die Leute, die von Trottoir gehen, die Lernspazieren, mehr sicher geht, und auch mehr agrabel geht für Klienten eben vom Kaffee. Dafür wird die Winkel auch geschwärzt, wo es dabei die Schule geht. Und dafür kriegen dann diese Fassen auch dieselbe Optik wie dann auch am Straßenraum. Da soll kommen, da gibt natürlich ein paar Wähler, dann gibt es ein Belag. Die hat vielleicht gesehen an der Konvention, da sind 2 Linien dran, die sind rot. Die wollte der Proprietär noch dabei haben. Ich meine, die Sachen, die sind selbstverständlich, die beißen also auch nicht. Dafür hat man kein Problem damit, das dabei zu setzen. Den Satz aus den, dass Toilette natürlich am Kader vom Projekt nicht Wäsche gehabt gehen, was eigentlich evident ist. Die Idee hatten wir auch nie. Und dann das eben, dass wir eben die Mesuren holen, dass die Leute auch nach ran und rauskommen aus dem Kaffee. Auch das meine ich selbstverständlich. Also wir haben heute einen guten Akkord fand, der war auch schon lange viel drin am Gespräch, dass das so soll gemacht gehen. Ja, eben laut Konvention. Für dann eben wirklich so einen flotten Platz zu gestalten. Ich meine, dass auch Hannah im Kaffee eine flotte Gärte, wo die Klienten können sitzen. Melo am Sommer gesagt ihnen aber auch, dass auch gerne Leute für Kaffee sitzen. Und ich meine, das gibt dann nur eine ganz andere Atmosphäre. Du von dem Luft gesehen, dass so viel mehr Risiko hast. Ich meine, immer, wenn die Leute Hannah sich rausfuhren an die Kreuzung, also einfach immer im Moment, den ein bisschen mehr kritisch ist. Den hat man dummer darauf aufgeschafft an auch für Zollieferer vom Kommerz als kein Problem, weil die stehen haut auch nicht da, die Leute haut auch nicht da auf. Mir echt dabei ist eine Insel erfuhren, da man Transpalett River hier wo liefern. So dass das auch alles mengenisch viel mehr einfach geht und flott an unser Projekt sich integriert. Dafür die Konvention geht nicht dazu froh. Keine Frohen zu der Konvention beim Café de la Gare. Da gibt es noch zum Wort kommen, wenn es gibt. Nein, Conny. Ja. Sauber Jules. Ja. Tein Serge. Ja. Teisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hauptmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Joch Anne-Marie. Ja. Merci. Dann hat man noch einen zweiten Punkt, da geht eine Motorveränderung von einem Kontrakt bei und da gebe ich dem Serge nicht fortgehen. Voilà, je mets dans le contrat de mise à disposition et d'utilisation d'un logement, das am Anfang ein Kontrakt, den wir schon ganz oft am Gemeinderat hatten, das ist eine Proprietät von mir am Anfang bei einem Privatproprietär lehnen und dann weiter verlohnen und ein anderer Lokatär. Und du hast mal, wie schon angekündigt, mit den Lokatären gesagt, dass sie vielleicht immer aufgemacht von der Vergütung vom Kontrakt am Anfang, dass sie müssten, das ist eine temporäre Lösung werden, dass sie müssten ein Logement fanden.
ich meine mitreweet dat net einfach fir ne Logement fannen an du war wëmmer vun gesot gin, dat man den Loierwelten no passen den wat effektiv mir als Gemeng och und de Privatproprietär bezëllen, dat du am vu Gemeng neich mir muss beilehen an ha der lo de Kontrakt der Menke fir Joer verlängert gëtt, a wo dann den Monter vum Loyer op die 1600 € ugepasst gëtt, dat ass de genau Di noch Monter de mir an de Proprietär bezëllen, eso dat dat am vung lo en null Geschäft aus fir Gemeng an mir war der wëllen dro bleiwen, dat am Fong mat de ganz aus der Geschichte rauskommen an dat am Fong entweder direkte Kontrakt zwischen den Proprietär an dem Lokatär gemerket oder dat dat iwwer no sozial geht. Mit dat mir am Fong net als Aufgabe als Gemeng gesinn fir do den Intermediär ze sinn. Ich meine eng historisch Geschicht méi voilà. Mans as de lo finanziell eng Nulllesung fir Eis an Zukunft fällt man weiter mat der Familie gucken, inwiefern net méi ass fir eng einer Solution ze fannen. Merci Serge, gin tot zu froen. Ja Serge. Wir wollten nicht froh, wie mit den anderen Kontrakten rausgesagt von meiner Lohn auch an der Kategorie. Also an der Kategorie haben wir keinen, also du hast den nächsten Kontrakt, wo wir bei einer Privatperson lehnen und dann weiter verleihen. Also die anderen Kontrakte, die wir haben, das sind ja alles Logements abordables Kontrakte, die größtenteils auch alle Leute von den Aide à la Pierre beneficiieren. Da also wie alle Jahre am April sind Questionnaire rausgegangen, für das Leute hier neue Revenus deklarieren, hier Situation der Familie deklarieren, und du hast den Loyer neu gerechnet gehen vom Robert zusammen mit der RIS, und da sind dann eben noch die EU-Passungen nur oben und unten, und die Leute kommuniziert gehen, und die Leute haben dann auch hier Loyer so adaptiert gekriegt. Und für den Rest sind wir aber am Gang, im Moment generell ein Agreement als Bayer sozial provisoire, die bis Ende September lebt, und da sind wir aber auch gute Gespräche mit engem Bayer Sozial, die bereit ist, als Fundingen zu überholen, die aktuellement eng Aide à la Pierre hun an die Idee der gifen die holen, und da hoffen wir vielleicht an den nächsten Gemengerot oder spätestens am September ist ein Kontrakt können viele zu lehen, wo ein Bayer Sozial die Logementer definitiv geben wollen. Und dann haben wir natürlich die anderen Wohnungen, die nicht von den Aide à la Pierre profitieren, respektive hier auf der Kircheplatz, das Gebäude, wo wir kaufen, wo dem nächsten Tour werden wir Wiese gehen, wo wir dann noch definitiv nie auf dem Proprietär, den wir heute schon sehen, wir auch die Chance von den Appartementen kriegen, und da sind wir auch am Gang, neue Kontrakte mit den Lokateuren abzusetzen, die aber auf der Valeur oder am Prix du Marché weiterbleiben, weil wir da keine Aide à la Pierre kriegen, und die werden wir auch normalerweise am nächsten Gemengerot können verlieren. Ja, mengt das so, dass man praktisch all die Loyen all Jahre so passen müssen. Das ist viel Modifikation, das sind halt so Kleinmontan, Kleinmontan, Ruf. Heute sind doch mit Deckmontan, die Leute dann, wenn man muss bezahlen und Loyer. Also sie wissen noch nicht mehr von einem Jahr, ob das ändert, wie viel Loyer dazu bezahlen. Das ist größten administrativen Aufwand und bringt ein bisschen Unstabilität auch an die Geschichte. Mit Situation also so, das vielleicht mehr gerecht. Mit das sind dann eben nur der Feldebauern von der Sache. Gehen jetzt sonst nach Frohen. Kein Frohen. Da könnte man über den Punkt an der Rufstimme wann Gift nach Conny. Ja. Saber Jules. Ja. Tein Serge. Ja. Tyson Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Reicher Serge. Ja. Poggerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Joch und der Glammarie. Ja. Merci. Da kommen wir bei der 4. Punkt. Da geht es um eine Nomination an die Familienkommission. Da hat die DP-Fraktion dann proposiert, dass dann aber die nicht Czestuschenko zu Schötter wohnt, an was ich da gemeldet wird. Und darüber wird dann für aufzustimmen, wenn die Kandidatur akzeptieren. Du wolltest etwas so, Anne-Marie? Ich würde mal freuen, wie man das gesprochen hast, weil es gibt ja Lützeburg geschwärzt. Ich weiß, dass man dann Englisch schwätzt. Ich will ja nicht Lützeburg verstehen, weil sonst wird das kompliziert. Ja, das ist kompliziert. Wir haben an unserem ROI keinen Krieg der dran stehen, wo sie du musst Lützeburg schwätzen. Ich meine, muss die Kommission da gucken, dass sie ein bisschen eins geht. Ich weiß, wir hatten eine andere Kommission, und ich selber auch diese, der kann da nicht sein, wo dann immer nach Englisch diskutiert wird. Also ich meine, du musst schließen andere Männer aus, und plus sind wir aber an einer Bruder der Kommission zu Schötter. Aber ich meine, es gibt keine Kriterien, den das verbietet, und dann muss dann gucken, dass es sich ein bisschen aufpasst an eins geht. Das verbietet aber nicht, dass ein Hals übersetzt. Ich meine, ich weiß, dass du Englisch gut beherrschst.
so der vielleicht Aufgaben mal als Inhalts mit der muss Kommission gucken dass sie einen Modus wie wenn die dann da fand weil er sonst noch machen keine Remarken da könnte man darüber aufstimmen wann schrift nein Conny Ja. sauber Jules Ja. Trein Serge Ja. Treisen Paul Ja. Welch Nico Ja. Hauptmann Jean-Marie Ja. Reicher Serge Ja. Rogerini Nora Ja. Kaiser Andy Ja. Joch an Egland Marie Ja. Merci. Und da wären wir beim 5. Punkt. Da geht es um eine Konzession Kirfecht und das präsentiert Conjas. Merci. Ja, heute geht es um 2 Konzessionen Kirfecht, inklusive 30 Jahre. Da dient das eine Familiengraf mit 2 Plätzen und der andere ist ein Kas am Kolumbarium. Gehen uns sonst nach Frohen. Dann könnten wir über die Konzessionen auch aufstimmen, wann es gibt. Nein, Conny, Ja. Sauber Jules, Ja. Trein Serge, Ja. Treisen Paul, Ja. Welch Nico, Ja. Hauptmann Jean-Marie, Ja. Reicher Serge, Ja. Rogerini Nora, Ja. Kaiser Andy, Ja. Joch an Egland Marie. Ja. Merci. Und da wären wir schon bei den Questions écriten, wo wir keinen Raum kriegen und gehen nicht anfrohen. Meine Nico, du wolltest Punkt sagen. Ja, ich wollte op een Problem hinweisen, dat das 123 an der Rue Principal zu Minzbech meng Di wëst alle Gutten. Da was eng Exkavation gemerk ifärbs ze bauen, was gros Lach wat durchsteet, wat immer mat Wasser fällt. Dat gesäit schrecklich aus an fir d Bild vun der Gemeng wirkt dat net ganz gut. Ich meine, das ist wirklich bedauerlich, dass die Gesetzgebung zu Lützeburg über was die nennt Vente en futur État d'achèvement oder die WFAN, dass die Gesetzgebung so unverständlich ist und unwirksam ist, dass so, ich nenne das mal Cowboy-Entrepreneuren Projekte können entwickeln, die so ausgehen, die so ähnlich wie man das an der Rue Principal zu Minzbech gesehen. Und was ich auch skandalös fand, dass das die armen Leute, die Geld an so WFAN investiert haben, lo ugeschmiert sind an die Immobilie, die ihnen versprochen wurden, nicht kriegen. Aber da könnte auch dabei, dass die Noperen, die da neben drauf wohnen, ich meine, mussten uns mal ein an der Situation da fehlen, die machen sich Sorgen, weil da können mal Terrain sich bewegen, da können mal Terrain rutschen. Und Herr Heiser, was da geschieht, die Frage stellen sie sich ja ganz berechtigt. Ich habe so viel Mattgefehler für die Leute, die an der Situation durchstechen. Aber das ist ein anderes Problem, das ist Sicherheit. Wenn so groß Lach du hast mit viel Wasser, das zwar Gitter rundherum, aber wenn mal ein Kanto fertig bringt, aber trotzdem ranzukommen, dann haben wir noch ein anderes Problem. Voilà, das ist eine Situation, die am Menge nahen nicht kann einfach so weiter toleriert gehen. Wir hatten an den 4 Gesprächen, und ich hatte auch mit den Kollegen vom Kollege Boemester, vom Schäferrot, schon länger das Gespräch darüber, was denn du vielleicht nach Kind machen, dass du etwas geschieht. Und das ist ja so, das Gericht wird bei so einer Faillite, wie das normal ist, Kurateur genannt, das normalerweise nach verkürzt, ich weiß noch nicht, wie die Kurateur ist. Und die Kurateur, die sollen nach der Überwachung von einem Juge-Kommissär handeln. Die hat natürlich an so Situationen, und ich meine, das ist kein Kleinfaillite, die ist ja Städterland bekannt, viel zu dienen. Die hat viele Obligationen, also die zwei, die Kurateur und der Juge, die viele Obligationen und Missionen, die ich nicht will, alle abzählen, weil das wärmer, da sieht man nach viel mehr lang. Aber darin ist einfach, oder sind ein paar Obligationen, die uns, meiner Meinung nach, an diesem Fall müssten interessieren. Weil, wenn ihr den Gesetzestext liest, da sagt ihnen, dass die Kurateur und der Juge, die sind aber verpflichtet, Maßnahmen zu treffen für den Schutz an der Halle von der Masse von der Faillite. Was heißt das Masse von der Faillite? Das sind all die Gebäude, die Terrain und die Suen, die da nach zur Verfügung stehen, für die zu schützen. Und zu der Maske gehört natürlich auch den Terrain, den so schön voller Wasser, also wohin praktisch Loger bei den warmen Temperaturen könnt schwammen gehen. Es sind also auch an die Kurateur an der Juge, die drohen aber auch Menge Meinungen noch eine Responsabilität, was die Stabilität von der Grenze mit dem Noperisch Terrain nur belangt. Aber wenn eine Schuhe im Haus vom Noperisch Terrain geben stehen, wenn du Riss geben stehen oder ich meine, ich will mal nicht die schreckliche Szenario vorstellen. Da kann natürlich den Noper oder können den Noper Schuldnersatz fordern
aber wenn sie recht kriegen, dann muss der schon der Satz von der Masse, von der Faillite gedroht gehen. Auch der Kurateur und der Richter, die sind aber zuständig für, dass die Masse konserviert wird, dass die erhalten wird und nicht durch Herrn schon Satzforderungen, die könnte vermieden gehen, reduziert wird. Und dann stelle ich mir froh, wer das die Responsabilität vom Kurateur und Richter, wenn da ein Accident geschieht, wie ich für drin als Möglichkeit ugedeiht habe. Dafür meine ich an den Burmeister, an Kolleginnen und Kollegen vom Chefrat immer gesagt, ich habe schon ein paar Mal beim Kurateur interveniert. Da ist aber kein großer Fortschritt festzustellen. Und ich proposiere, dass man an der Tumor aufgeschwert, dass man dann ein hier am Gemengerat mit der Unterstützung vom ganzen Gemengerat, dass man eine Aktion starten, dann eine bisschen mehr muskulierte Aktion vis-à-vis vom Kurateur und noch vis-à-vis von dem Richter. Das kann nicht sein, dass der Toten einfach so 24 strebst, an der Ton also schon 2 oder 3 Jahre, wo die Situation sich präsentiert, dass da nichts geschieht. Weil ich fand das ganz als ein Trauerspiel. Wir haben eine Justiz hier am Land, die hier gefordert das. Wir können als Gemeinde nicht direkt etwas machen. Ich meine, die Gemeinde hat zwar auch verschiedene Obligationen, was den Schutz für seine Bürger, was den Schutz auch von der Proprietät von der Bürger anbelangt, aber ist das nicht so ganz einfach. Ich habe noch keine Patentlösung, aber ich schlage vor, dass wir dann alles erholen und dass wir uns vielleicht ein bisschen juristisch beraten lassen, dass wir vielleicht eine Mise en demeure durchschicken. Das kann ich machen, ne? Dass wir so als Gemeinde, wir stellen das an der Tote fest. Weil, was der Piessen haben, was der Prüfen haben, dass wir da alles erholen. Weil ich stelle mir vor, wenn da etwas geschieht, dann haben wir viel intelligente Leute, die so die war Fehler, die wurde Fehler gemacht, die war responsabel. Und dann kriegen wir auch vielleicht ein oder andere Kollateralschuld. Aber für das zu vermeiden, sind ich der Meinung, dass ihn das optimal soll dokumentieren, juristisch so stark wie möglich dokumentieren an die 2 Herren oder Damen, ich weiß noch nicht, wen das, die für eine Responsabilität stellen. Und dann noch vielleicht am Niveau von der Kommunikation, und das ist auch ein bisschen der Zweck von der Intervention der Noven. Ich meine, die Leute, die Bürger in der Bürger, die nachlauschen, die kriegen das ja mit, dass das dort noch ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit kommt, wie weil ich so unzufriedenstellend die ganze Sache geriert wird. Ich meine, da sollen wir auch die Operen an die Diskussionen, an die Demarchen mit abbauen. Voilà, das wäre mir viel schlecht gewischt. Ja, merci Nico für die Intervention. Wir effektiv, wir hatten schon in der Moderne darüber geschwart. Effektiv sind als Meier ein bisschen limitiert als Gemeinde. Wir haben noch schon Sachen gemerkt, mir noch Wasser schon aufgepumpelt, ob er sich Risiken gemerkt. Ich habe auch die Kurier von der so schon Schriftverkehr mit dem Kurateur, wo den als an dem uns gern vertut. Je lese juste Datei extrait voice 4. Si je peux comprendre tant votre démarche que celle des riverains, je me dois néanmoins de vous rappeler que les curateurs ne continuent par la responsabilité juridique du failli, mais sont investis d'une mission particulière leur attribuée par la loi et le tribunal qui se focalise sur la réalisation de l'actif, la détermination du passif et la distribution de l'actif réalisé aux créanciers sous respect du principe de l'illégalité des créanciers. Am März, dem wir uns gefreut haben, dann habe ich die Mehr für das Ton 13 Mal und du fährten dafür und da seht die Mesuren, die mir gefreut gingen, die könnten sie nicht machen, weil man dann eben das nicht à la charge de la masse des créanciers wäre sous peine d'une rupture du principe de l'égalité des créanciers. Also da hat alles eine Antwort. Da ist immer gesagt, mir voilà, schon man etwas zu tun, ich verwalte just Faillite. Und da das am Anfang, wenn wir Demos tun, da stehen geblieben sind. Und ich meine, war den Joker froh, dass wir was aus den Terren nicht verkauft gehen, weil es gibt ja bestimmte Pfannen, den Terra dann aber abkauft. Hat bestimmte finanziellen Interesse für das zu machen, auch wenn da vielleicht die Probleme muss lösen, die Lodose mit die sind zu lösen, und geht einfach nicht führen. Und ich meine, du hast dann ganz recht, wir probieren dann noch einmal da aber nach Weg zu finden, wie wir da mehr Druck können machen und als Gemeinde vielleicht aber da mehr Antwort können kriegen
wie ihr Brief wo der seht schon bis zu den das nicht ganz nicht ganz hilfreich. Voilà. Sonst noch vielleicht frohen oder Remarken Serge? Ja, just ein klein, dat das betreffend hëtzt. Ma en klein froh wie gesagt aus mat dass je die Decision gehol gin vun den Klassen vun de Schulen an firdensch mat der Nuventilation vun eise Gebaier. Leeft do App so da. Ja, also ich mein, ja zwei Typen von Gebäude, ne? Wir haben das Erdgebäude, du hast technisch schon echt viel gesehen, ne? Das auch keine Netzkillung. Dann haben wir die neuen Gebäude, du hast die Netzkillung da. Das Problem ist ja aber im Moment, dass doch Netz nicht aufkillt. Das heißt, du hast keine frische Luft, die durch Gebäude geht, weil die Luft nicht frisch und nicht kill ist. Die sind natürlich besser isoliert, die hätten sich nicht so auf wie das Erdgebäude. Wir dürfen auch so, Schulpräsidenten Bayer ist gekommen, er gesagt, er schon 29 Grad an der Klasse sei Gemoos am Dach, wann in der Nerve davon ausgeht, dass durch bisschen Fenster op man an Noves dann die Temperatur net bis 20 Grad hochgeht, mir Grad hochgeht, dafür haben wir ja die Decision zu Summe Martine geholt, dass man dann moes nach Schulhallen de Peak von der Hölst asrech bëtte an kann er dann mit es net brechen an Schul zu kommen. Ich meine, wir sind do a ganz engem Kontakt an sobald sie die Situation ernst da schätzen an Bayer ist kommen dann auch do dementsprechend die Decision im Moment sind wir so verblieben und das funktioniert im Moment so und dann hast du nachher so das kann er nicht alle gut können nehmen ich meine sie kann er die Hunden kein Surveillance du haben Surveillance geht noch immer an der Schule garantieren die kann er die bleiben dann aber an der Schule das Situation wie sie los sonst nach froh kein froh mehr ein froh am Publikum habe ich kein froh merci dann so ich merci dobausen an noch bannen für no gucken mir hun lo nach Voilà, mir nur wie klo wir müssen aber es weiter schaffen de Leute merci dobausen an ganz schönen Owen an da bis auf 14. den 15. Juli für als letzten Gemeinderatssitzung führen das immer Vakanz. Merci an Eddie.